So, und damit herzlich willkommen bei Heavy Rain, Alter. Endlich, Mann, Heavy Rain auf meinem Kanal für euch. Ich will es schon lange spielen, bin bis jetzt aber nie wirklich dazu gekommen. Nie so wirklich in Stimmung gewesen, aber jetzt, das fangen wir doch mal an. Und jetzt zu der Schwierigkeit. Bevor wir da weiter auf Spiele gehen. Ich spiele ab und zu Videospiele, ich kenne mich nicht sehr gut mit dem Wireless Controller aus. Ich spiele regelmäßig Videospiele, ich kenne mich mit dem Wireless Controller aus. Ich spiele sehr oft Videospiele, ich kenne mich bestens mit dem Wireless Controller aus. Ja, wir nehmen das mal so, dass es nicht allzu schwer ist, weil es, muss ich noch sagen, ist vom Gameplay her ab und zu ein bisschen, naja. Ja, ja, komm, machen wir. Sony Computer Entertainment. Quantic Dream. Samstag, 11:22 Uhr. Es ist ein schöner Tag in einer düsteren Welt. Heavy Rain. Ich bin fast nackig. Ja, guten Morgen. So. Und zu interagieren führen Sie die angezeigte Bewegung mit dem rechten Stick aus. Aufstehen! Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren. Lakreier. Halten Sie R2 zum Laufen mit dem mit dem linken Stick ändern Sie die Richtung. Dadurch. Ah, R2. Ach so. Ich denke, ich sollte vielleicht mal kurz etwas anziehen. Nein. Nein, nein, nein. Wir ziehen nichts an. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Ah. Okay. Ja, dann. Das muss ich mir noch gewöhnen. So. Foto. Ah? Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ups. Hallo Vogel. Hallo. Ich mag Vögel. Die vögeln so gut. Quietschi, quietschi, quietsch, quietsch, quietsch. Ah, da haben wir das Badzimmer. Okay. Ah, schon besser, ja. Tipptopp. Zähne putzen.
Obwohl ich das ja nicht unter der Dusche mache, aber... Shake that controller for me, shake that controller for me. Come on girl, shake that controller for me. Waka waka. Ich komme mir vor, als würde ich wichsen, Mann. Shubidam dam ba dubida ba dibidam dubidam dam ba dubidibidam. Diese gut, diese gut. Okay. Hallo, bewegen. So, in Dusche rein. Drehen Sie Ihren Kopf, um die mögliche Aktion zu sehen. Okay. Nackig. Wasser. Hinterteil. Arsch. Habe Arsch gesagt. Nein, wir müssen da ja so ein bisschen eine düstere Stimmung reinbringen und so düster Jay am Start. Aha, wieder shaken, ha? Nochmal shaken. Shaken, 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 shaken. Frische Unterhose. Ein gutes Kind. Es geht nichts über eine Dusche. Ich bin fast wach. Schön. Ich bin blitzsauber. Zeit, mich anzuziehen. Okay, dann tun wir das. Hoppala, Wand. Kinderzimmer. Dip dip diddle dip 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 diddle dip 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 dip. Ficke. Erneut versuchen. Dip dip diddle dip 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 dip. Dip dip diddle dip 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 dip. Das war's? Okay. Ja dann. Oh, wir haben ein kommentiertes Kommentierer bekommen. Jetzt. Und wir sind auch schon auf 2 Zuschauer und haben 2 Kommentare. Einen Moment, ich muss da kurz auf YouTube gehen. So. Gut. Dann da noch der Ton. Sherry. Er sieht auch so. Ja, das ist doch nice, Alter. Das muss doch so sein. Wie soll's auch anders sein? Green Jay ist Green Jay. So, dann, was haben wir da noch? Oh, hübsche Bilder. Und Bett. Okay. Nicht schnüffeln an die Bett, okay, ist ja keine Perverse. So. Ich sollte mich anziehen, bevor ich runtergehe. Nein, solltest du nicht. Nein, du gehst da runter. Hallo? Gehst du da runter? Alter, ich zieh mich ab morgen auch nicht als erstes an, Mann. Was soll das? Hallo, hallo, meine Nachbarin, hallo, schaust du mich an? Oh, dort spielen ja die Kinder, hallo, hallo. Oh, keine Exhibitionismus vor den Kindern, okay, ist ja gut. Ich muss dich immer irgendwie nerven. Nein, nein, du nervst mich nicht, alles gut. Aber siehst du da, meine Nippel hat gejuckt, ich musste mich kurz kratzen. Hallo, meine Nachbarn, hallo, hallo. Hallo, ich bin nicht pervers, ich mach das einfach so zum Spaß. Hallo, 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 hallo meine lieben Kinder. Wollt ihr Süßigkeiten? Kommt zu mir rein, kommt zu mir. Nippel juckt immer noch. Vielleicht können die Kinder den Nippel kratzen. Sieht er sich an.
war ein Perverser. Ich bin nicht pervers! Ich bin nur ein ganz normaler Mann in Unterhosen, der gerne mit Kindern spricht. Oh, voll der Styler, Alter, voll Styler, Styler Boy. Ah, da lacht sie, ja, da lacht sie. Das findet sie wieder lustig. Tolles Wetter draußen. Ich könnte Ja. eine Auszeit im Garten einlegen. Könntest du, ha? Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Prinzipiell wäre beides möglich. Spielsachen. Garten. Bücher. Bücher wollen? Nein, nein, nein. Wir gehen raus, smoken eine J. Genießen die Zeit, wo wir haben keine Frau und Kinder hier und chillen ein bisschen. Ja, wo gehst du hin? Ich wollte nicht da hoch. Oh, schmeckt. Hua! Hallo! Hua! Hi! Was liegt da? Ach so, er liegt einfach an. Okay, ja gut. Ja, das finde ich gut. Das macht er gechillt. Gemütlich, Alter, gemütlich. Habe Durst. So. Und während er da so gemütlich am Rumliegen ist, liebe Sherry, tut mir leid, du musst kurz warten. Ich mache mir jetzt nämlich da normale Mischung bereit. So nämlich. Und auch der andere Zuschauer. Du musst leider auch noch einen kleinen Moment warten und ihm dann noch ein bisschen beim Liegen zuschauen. So eins auf Spanner machen. Hey, siehst du, was der Nachbar im Garten macht? Hey, siehst du das? Hey, der liegt einfach dort. Hey, Schatz, wir sollten die Polizei anrufen, Alter. Alles gut, du Perverser. Ah, Sherry, du weißt noch gar nicht, wie pervers ich kann sein. Das wirst du alles noch herausfinden. Ja, mache da gemütlich Mischung und er entspannt und schaut sich ein bisschen die schönen Wolken an, da in seiner riesen fetten Villa. Oha, schreibt sie, ja, du, oha, ja, das wirst du dann auch sagen. Das war ja Ansage, ja, Mann. Scheiße, jetzt klappt zusammen, nein, come on. So. Schön. Ja gut, dann würde ich sagen, stellen wir da gleich einmal schnell auf, so. Und was kann man da noch? Wow! Ach so, okay. Das ist zeitbegrenzt und so. Grinsebacke. Nicht so wild. Hallo! Hallo! Heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? Hast du mir an Angst gelangt, du kleiner Pisser, du? Nicht ganz erwachsen. Verhauen wir den. Bist du dabei? Jetzt Auto fahren? Okay, da komm. glaube, So. da musst du noch ein Dir mit bisschen der dunklen Haar gegen dir mit der hellen Haar. Ethan, Oh, nochmal eine mit hellen Haar. Du bekommst aufgefressen, einfach so, weil das lustig ist, mir gespielt. Nein. Komm, hey, kannst du selber machen. Vielen Dank auch für deine Hilfe, Ethan. Bitte.
aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ja, ich habe Hunger. Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Tust du habe ich noch kochen? Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Genau, Pläne bei Kunden. Geiler Arsch. Tust du kochen? Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Ja dann, pressieren, pressieren. Oh, Baby. Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Puh. Kein Problem, ich mach das schon. Da hat's was. Spielen. Oh, die Jungs sind draussen sich am bekriegen. Ich dachte, das ist für die Jungs. Ja klar, ich schau nur, ob es immer noch funktioniert. Klar. Oh, was Sherry hat geschrieben? Die hat krasse Taschen, meine sind nie so krass, dass ich 3 so easy tragen kann. Ja, Mann. Hey, Ethan. Ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Ja, ist ja gut. Wohnzimmerschrank, ja? Und hey Swags, Digga, was geht, Bruder? Wo ist Wohnzimmerschrank? Dort unten. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Okay. Ah, la, quack, bar! Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Oh, hat sie böses Mutter. Okay, und wir gehen da, so. Eine da. Hoppala. Und Frisbee. Nicht? Okay, dann nicht. Und Frisbee diese Seite. Oh, auch nicht. Okay, okay, dann nicht. Ah, bist du ein lame Typ. Mache kaputt diese. Ein Bierli trinken. Oh, gemütlich, Bruder, gemütlich. Genieß es. Trinkst du eine für mich mit? Trinke unter der Woche keine Alkohol, ich darf ich nicht, das ist nicht gut für mich. Trinkst eine für mich mit? Doch, doch, ist gemütlich, Bruder, ist gemütlich. Guckst du hier ein bisschen Stream, trinkst du deine Bierli, ganz gemütlich. Warte, ich will rausgehen, ich will mit denen mitzocken. Oh, ich will auch kämpfen. Will ich kämpfen? Will ich kämpfen? Das war's, dann legen wir los. Hey, 5 Ah. Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Jo, Eure sicher, Freunde kommen 5. gleich. Geiler Typ. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst, Nein, ich zuerst. Langsam, Jungs, ihr kommt beide dran. Ich zuerst, ich zuerst. Nein, du hast Geburi. Oh, was? Aha. Ah. Mach dich bereit, es geht los. Hui! Hui! Flieger zertreten! Oh, oh, was? Ach so. Aha, aha, so steuere ich. Ah, verstehe. Schlage hier. Push, Kopf rein. Push. Oh, oh, so nicht Hirntod. Naja, kann passieren. Ich bin jetzt dran. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Oh, Helichopper, 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 Helichopper. Chop, 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 chop. Wow. Anzeigen für die, du geiler Ehrenmann. Sag uns deine Fußgeld. Okay, festhalten. Geiler Typ, danke Swax. Und Sherry schreibt, was bist du nur für ein Vater? Bin ich Gottes Vater? Guckst du? Bin ich Hulk? Wow, allmächtig. Fürchtet mich, ihr kleinen Misskreaturen. Ihr Übeltäter, Missgeburten. Eklige, stinkende Wesen, ihr Klatsch, Klatsch, Klatsch. Applaudiert mir, ihr Hurenkinder. Ja, ja, richtig gehört. Eure Mutter ist ein Hure.
Ich weiß es, ihr habt sie gekauft. Für alle deine Untaten büßen, Schurke. Und sagst gleich du kleiner Bastard, du. Habe gehört, ist deine Mutter eine Hure? Tot. Du schaffst das. Hui. Gib auf! Ich bin der Sieger! Sieg heil. In die Fresse, die sich befindet am Knie. Hua! Hat er sich geduckt. Scheiße. Oh. Hab ihm wehgetan. Oh nein, oh nein, oh. Oh nein, ich verliere. Nein. Ha. Gewonnen. Ha. Ja, Mann. Gib mir der Big Bitch. Oh, Spielverderberin. Mann. Dann halt. Ich bewege mich so schwul, Alter. Pirouette. Geh ihn holen! Hui. Bin ich Ballerine? Schon. Schon. Komm schon. Komm schon. Grünes Mann. Oh, grünes. Schon? Grünes Mann von die Mars. Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Vorher er hat noch gelebt. Was hast du getan? Das ist alles meine Schuld. Ja, was hast du getan? Es ist nicht deine Schuld. Sicher. Wenn er jetzt tot ist und Würde vorher alles tun, geklappt hat. damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, Würdest du deine Seele opfern, dann hätte ich einen Vorschlag. einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. Sorry, Mustang, komm später nochmal. Alles klar, Bruder, alles klar. Ich weiß. Bis später. Entschuldigung. Da gibt es eine Vogelsnot. Not beim Vögeln. Füll die Bong, füll die Bong oder den Joint und rauch dich tot. Smoking all over the world. Na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Ja, stupst mich nicht an, du kleine Pedo. Aha, nein, ich bin ja erwachsen, du bist ja ein Kind. Bist du ja gar nicht, Pedo und so. Ja, wo ist der Kind hingelaufen? Ich grinse dumm, aber Jason. Jason! Jason's an. Jason! Jason! Jason. Jason! Jason. Jason! Jason. Jason! Jason. Jason! Hure. Jason! Pedo. Jason! Missgeburt. Spasti. Hallo. Wo gehst du hin? Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, Ja, weißt würde du? ja meine. Hier drin sind zu viele Bitte, Leute. Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, Nein. wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer! Oh, bist du gruselig, Alter. Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Und im der rote. Morgengrauen steht vor deinem Haus ein Horrorclown. Und wenn du dich fragst, ob du dich Sorgen brauchst, heißt die Antwort leider ja, denn am Morgen bin ich da. Warte auf deinen Dad. Wie der Pumuckl mit hochgelocktem Haar. Jetzt rennt der andere schon wieder weg, die kleine Missgeburt, die verdammte.
Magst du eigentlich Clowns? Nein, ich mag keine Clowns. Wieso meinst du? Alter, das hinterst, Mann. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Ja, das ist eine gute Frage. Dieser kleine Nutternsohn wieder weggelaufen. Wie hast du denn gesagt, du blöde Was Hure? meinst du mit weg? Scheiß Kind immer wegrennen, das meine ich. Bin sofort zurück. Jason! Jason! Hey Sohn, Jason! Fotze, Jason! Arschloch, wo du? Jason! Alter, du kleine scheiß Wichser, Alter, du Pädosau, Alter, du kleiner Idiot, Mann. Jason! Jason! Elende kleine Dreckskofe, ey, wo bist du angerannt, Mann? Komm da hin. Alter, wenn du wüsstest, was dich für Prügel erwartet, du elende Pisser, du. Jason! Jason! Alter, du bist doch so ein hoher Schafsäckel, du Verdammte. Jason! 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 Roter Ballon! Jason! Jason! Ja, aber das ist doch eh nicht Jason da hinten. Jason, mein Gott, hast du mich erschreckt? Jason! Jason! Dort hinten hat's nochmal einen Ballon. Jason! 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 Alter, es läuft der kleine Pisser einfach raus. Auf die andere Straßenseite, wo ist das Problem? Scheiße. Jason! Nein! Jason! Jason! Oh mein Gott, nein! Nein! Nein, Jason! Oh mein Gott, nein! Ja, danke. Ich hab mir nur das Genick gebrochen, aber sonst geht's mir gut. Lass ihn mit dem Ballon in die Luft verschwinden, lol. Ja, nee, siehst du, Ballon verschwindet ohne ihn. Ich schwöre, Alter. Ich mach so, mal tot, okay. Nein, mein Kind. So, Computer Entertainment. Quantic Dream Production. Pascal Longdale. Chucky Ainsley. Sollte ich mal irgendwann so sein, bitte schlag mich kaputt. Alles gut, alles gut. Werden wir dann noch gucken. Leon, oh Leon. So, und jetzt sind wir tatsächlich drin in Heavy Rain. Ihr seht, es ist eine düstere Welt.
Die Leute schauen relativ abcrackt rein so und keiner wirklich happy. Das hat auch einen Grund. In dieser Welt läuft nicht sehr vieles sehr gut. Unter anderem gibt's, wie ihr im Laufe von dem Spiel dann auch noch besser werdet erfahren, ein paar Kriminelle, die den Leuten das Leben ein bisschen schwer machen. Und es gibt natürlich auch die andere Seite. Die Leute, die probieren, das Leben der Leute da, also von den Zivilisten, irgendwie lebenswert zu machen, sie vor Gefahren beschützen. Sie probieren in dieser abgefuckten Welt am Leben halten und probieren klar zu kommen. In dieser verregneten, bewölkten und durch düstere Welt. Ich kenne die Story zwar schon, aber mal schauen, wie du vorgehst. Ja, danke. Ja, mir geht's so ähnlich. Ich kenne die Story prinzipiell eigentlich schon. Aber es nimmt mich auch selber Wunder, wie ich wird vorgehen. Weil je nachdem, wo ich verkacke, ist natürlich dann auch wieder unterschiedlich, wie das Spiel verlaufen wird. Und je nachdem, was für Entscheidungen ich treffen wird. Hey, Sean. Hey, Buddy. Ich habe nichts dafür, ich bin vor das Auto gesprungen. Ich habe nicht gewusst, dass ich so fett bin, dass ich ihn gerade so zermatsche, wenn ich auf ihn springe. Tut mir leid, dachte ich ist besser als das Auto. Aber er hätte wohl besser das Auto gelassen, ne? Hallo. So. Yo, buddy. Ja. Und Gang einlegen. Und losfahren. Muss ich steuern? Nein, okay. Tipptopp. Ich muss überhaupt nicht mehr drücken. Alles klar. Also Leute, zu dem Spiel, für die es noch nicht kennen, falls es tatsächlich so Leute gibt, das Spiel ist weniger wirklich auf Gameplay und so ausgelegt, es ist halt einfach ein Thriller prinzipiell. Ich bin gerade wieder da, einen kleinen Moment.
Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Es wird dunkel. Ich mache lieber Licht an. Oh, Entschuldigung. Ich habe komplett nicht gecheckt, dass ich auf Stumm bin. Danke, Sherry, vielmals für den Kommentar. Nein, ich bin nicht extra so ruhig. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Okay. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Kann mit Dank. Na dann. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Okay. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Sorry, ich muss da mal essen. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Okay. Nach Medizin schauen, ha? So etwas hat man doch eigentlich sauber. Licht. Ne? Na gut, dann halt nicht.
Hey, hört auf rumzuspringen. Ich kann euch gar nicht filmen. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Oh ja, Jason, sag mir, was du später werden willst. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Feuerwehrmann oder Astronaut? Ach, warte, ich weiß. Ein Dinosaurierjäger. Ich werde Videospiele machen. Und hier ist die schönste Mutter der Welt. Ethan, hör auf. Nichts filmen. Du weißt, ich mag das nicht. Hey, Dad, film mich. Ich zeig dir, wie schnell ich renne. Ja, bin auch, Dad. Ich renne auch echt schnell. Erinnerungen an seinen verlorenen Sohn. Ah, das ist garantiert schmerzhaft. Also das ist verdammt schwer gleichzeitig Döner essen und gamen. Brauchen für beides eigentlich 2 Hände. Ah. Wir haben was gemeinsam, wir zeichnen beide. Hallo? Ja, toll. Bewegen. Ah, okay. Ja gut, gehen wir wieder runter. Aha, das ist eine Jacke. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Jo, bitte. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Auf einmal. Ich schau mal, was ich finde. Ich ruf dich, wenn es Aha, soweit ist. okay, es sind... Oh, ist ein bisschen Zeit vergangen, ja? Oh, eine Flasche. Oh. Cool. Tam tam tadadam tam. Attacke! Oh oh, Aschebim! Hoa! Hajo! Hajo! Oh! Ein guter Geschmack, Junge. Aha, da kann ich wahrscheinlich für die Küche Licht machen, ja? Ja, voll. Du, Essen, wo, wie, was?
Hallo. Chicken oder Pizza? Chicken. Doch, Chicken. Ja, die ist gut. So. Okay. Jetzt ich koche für dich, mein Junge. Hallo. Interessiert ihn nicht. Ich reiß mir hier den Arsch auf für etwas Gutes zu essen für ihn. So. Knopf gedrückt. Ach, war das anstrengend. Ah, come on! Nein. Huh? Come on. Ich will auch mal etwas essen. Fuck you. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Scheiße, Mann. Döner ist zwar fein, aber geht auseinander. Das ist nicht geil. Ja, ich stehe mal nicht so creepy neben dir, ich hocke mal an gemütlich. Ein guter. Alter, was bist du für ein Psychopath, Mann? In der vollen Magen, während er am Fressen ist. Elender. Achso. Fuck you, Sohn. Nein. Ich will auch nicht sitzen und mitschauen. So. Die schauen immer das Gleiche. Okay. Interessant, Mann. Oh, komm, Junge. Du bist noch klein, es ist Zeit zum Schlafen. Das hast du ja eh schon gesehen, was dort läuft. Sean, Also. komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, Arschloch. Also gut, In dann halt. Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Hm? Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Aber ich bleib da und schau dich an. Bis du ins Bett gehst. Hallo. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Oh. Wenn du mich so fragst und ich so in deine lieben kleinen Rehäugli schaue, dann kann ich ja nicht Das Bett kann noch ein anders bisschen warten. als Aber
Sag bloß Was? nichts Nein, zu- ich kann jetzt genau Nein drücken, du blöder Arsch! Dumme Wichskopf, ey. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Gut, verpiss Kommst du dich, mit mein mir? Fernseher. Putz dir die Zähne. Was, ich soll mit dir schlafen, spinnst? So. Sorry. Was ist da eigentlich drin? Ach so, da kann man noch Licht machen. Draußen alles gut. Gehen wir wieder rein. Okay. Da hängt noch unsere Zwangsjacke, das ist ja wunderbar. Der Fernseher am Durchdrehen da unten, Mann. Ist im Bett. Ein guter Junge. Aha, zudecken. Muss man extra noch zudecken. Diese kann er nicht selbst machen. Ist er behindert oder so? Küsse dich. Ja, hier bleiben wir jetzt die ganze Nacht stehen. Ich beschütze dich. So. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir ihn da auch noch ins Bett. Ha, scharf. Ha. Bist du der Kopf der Schmerz? Ha, scharf. Alter, ist das scharf, Mann. Ha, Chicken. Hä? Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ja, aber hä? Wo bin ich? I am the Walking Dead. Gagner bij Gagner, Nord. Harder. Ja, oder? Interaktives Drama. Ich würde ehrlich sagen, interaktive Thriller, aber härter Thriller, Mann. Abgefahren.
fuck die Scheiße, Alter. Der erinnert mich an jemanden, ja, irgend so einen Schauspieler, aber ich weiß nicht mehr wer, Mann. Lauren Winter. Klingelt's da? Nein, eher nicht. Ah, die Lauren Winter. 3. Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Wow, für $5. Alter, für $5 sage ich dir einen Scheissstrecker, Alter, ich spuck dir in die Fresse für $5, Mann. Letzte Tür links, ja. Was dürfte da sein? Links! Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden nur mit Termin. Halt. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Oh, du Nute. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Scott Shelby. Lastkraftwagenfahrer. Miep. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Naja, für das bin ich Ich nicht bin da. kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Was wollen Sie wissen? Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Was war das alles? Ha? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wollen Sie? Habe aufgehört. Tapfer. Zeit ist Geld, Mr. Shelby. Wenn das alles war, verschwinden Sie. Wie war Johnny?
Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht den schon? Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. So anficken musst du mir jetzt auch nicht, ey. So zum Abschied nochmal kurz rülpsen. Was? Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ich will mein Geld wieder mitnehmen. Was ist da los? Hat da jemand Asthma? Ja, da hat jemand schweres Asthma. Lauren, mach auf, Lady. Ich bin's. Ja, Mann, Asthma. Aber ich musste dich einfach sehen. Der Kerl ist gewaltsam in Laurens Zimmer eingedrungen. Klingt, als ob da gerade umgeräumt wird, aber nicht auf die nette Art. Was willst du, Arschloch? Hauen, schlagen, du. Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Ah, falsche Entscheidung gewesen. Du wieder? Ja, Mann. Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ja, das glaubst du. Ich reiß dir den Arsch auf! Aber in die Fresse, Alter. Bam. Au. Hehe. Oh, das war knapp. Oi, 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 oi. Alter, da irgendwie die ganze Bude am zerficken, Mann. Wir sehen uns noch, Arschloch. Komm nur, du Bitch. Also nicht Geht's sie. Ihnen gut? Besser als ihm. Ja, schlagen, vergiss Eine Alter, bin ich Ex-Kunde mit Bam Lee, Mann. Besitzansprüchen. Ich bin Er Officer wurde Bam gewalttätig, Lee. da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Oh nein, Detective Sorry für Bam das Lee. Chaos. Ja, Mann, sorry. Mr. Shelby? Kann passieren. Ja. Danke. Jo, bitte.
Hat das ein bisschen wehgetan? Ja, Rücken, Hüfte, Schultern, Schmerz. Aha. Okay, jetzt hat's geklappt. Was war das denn? Ah, nehme Drogen jeden Tag, nehme Drogen, so viel ich mag. Aha. Oder Moment. Ich bin Bull. Norman Jaden, FBI. Dann halt. Okay, Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Ja, Danke. danke schön. Das ist doch eine Hammerbeschreibung. Der finde ich. Toll. So, gehen wir uns den Tatort anschauen. Ja. Oh, meine Sci-Fi FBI-Brille. Video Memo ein, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8:14 Uhr. Was das? Ah. So, wir schauen uns das erste Mal gleich an. Was machen Sie? Was willst du jetzt du, Penner? Bist du der Blake? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Ah, Büro lass hat mich mir meine gesagt, Antwort dass ich Sie machen. hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Drauf hat, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant. Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Ah. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Aha.
hat's etwas, dort hat's Sachen. Da noch irgendwas. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber wer sind Sie nochmal? Norman Jayden? FBI? Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Aha. Ganz schön kalt, hä? Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Ja, danke. So. Oh, der tausende Fußabdrücke, Idioten. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Maybe. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. AI-Eintrag. Das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Okay. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Toll. Was war noch nie gehabt? Nirgends, okay. Nix. Da hat's noch etwas.
Oh, Katze. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Ach, Noch nicht. Okay, gut. Da hat es also wirklich nichts mehr. Dann gehen wir jetzt da die andere Seite noch anschauen. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Aha. Ja, das hat's nicht so. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Was noch Die zu Fußabdrücke überprüfen? gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Ach nee, ne? Und dort hinten unten habe ich noch etwas übersehen, ja. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Super. Oh, das war ja knapp. Nicht bloß, dass da noch ein Zug durchfährt. Ja, rutschig. Okay. Ja gut, da sind wir mal raufgekommen. Und den Berg haben wir jetzt dann gerade erklommen. So. Wunderbar. Jetzt machen wir da das Game da von früher mit dem Frosch an der Autobahn. Da musst du so über die Straße laufen. Ja, fick dich, du Hure. Er ist hier da vorne. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Okay. Ja. Jetzt fliegen wir nicht normal auf die Fresse, ja. So, schön. Oh nein, jetzt spinnt meine Internetqualität um. Also, für den Fall, dass es jetzt da mal abbricht, jetzt dann gerade, würde ich sagen,
danke vielmals fürs Zuschauen. Weiter geht es natürlich beim nächsten Mal wieder. Aber ich bin da jetzt noch online, wie es aussieht. Also machen wir für den Moment noch ein bisschen weiter. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ja, gern, Jerry. Immer doch. Freue mich doch auch immer, wenn ich euch unterhalten kann. Das ist immer schön. Nein. Einfach, dass wir cool aussehen, normal privat sind. Ja. So, Miami Vice Style. Oder wie heißt das? CSI Miami. Ja, auf jeden Fall da der Typ mit der Brille. Aber eben, falls der Stream noch weiterläuft und mir das Internet jetzt nicht abschießt, dann wünsche ich euch natürlich weiterhin noch viel Spaß. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen. So. Rückwärts dann und nochmal Gas. So, das wäre unser erster Tatort gewesen. Aus der Perspektive vom FBI-Agent. Haben wir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber egal. Ah. Das ist eine Fledermaus. Fledermaus. Oh, eine Wolf. Ein Wolfskopf. Das ist eine Krabbe. Ein Krebs. Ein Krebs. Oh, sind Sie ein Mann? Der Tod. Tot. Tot. Hier, schön. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Ich glaube, er ist wütend, weil ich seine Erwartungen nicht erfülle. Weil ich wohl unfähig bin, ihn und seine Mutter glücklich zu machen. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle Tod. Mein Leben endete mit Jasons Tod. Als dieses Auto auf uns prallte. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Blackouts. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders.
Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ja, verstehe ich. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Er lügt doch nicht. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Wie war es denn heute so in der Schule? Ich habe einen Eintrag für fehlende Hausaufgaben. Ah, kleine Wichser. Es tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du was essen? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja, Also kommst du. Und dann wippen wir. komm, Dad, lass mich fliegen. Okay. Weißt du, sie sind happy und es läuft so voll traurige Musik. Ne, hüpf! Ich kastriere dich schon noch. Ein bisschen fester, so bam, kastriert bist. Jetzt erst recht, Mann. Kann er irgendwas machen? Nein. Hallo, ein dummes kleines Kind. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann nicht so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse. Klasse! Ich werde sterben! Klasse! Genießen hier Zeit mit meinem Sohn, ganz gemütlich. Wird nichts passieren, alles gut, einen schönen Tag mit meinem Kind. Gutes Astronautentraining. Und dieses Spiel ist ja so glücklich und schön und das wird einfach ein schöner Tag. Nein, Mann. Ja, würde ich sagen, gehen wir da oder noch zu der Schaukel, Alter. Zu der Schaukel und am Schluss zum Karussell. Schaukel! Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Okay. Will ich eigentlich lieber Karussell, aber ist okay, Schaukel ist auch gut.
Ja. Du schubst mich ja gar nicht an. Ja, sorry, nicht gewusst. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Ich bin ein Witziger. So ist jetzt dann aber gut. Hast du genug geschaukelt? Willst du nicht lieber Karussell? Oder willst du ein Eis oder so? Irgendwas verkauft dieser Mann dort. Willst du das haben? Willst du etwas fressen? Ich will noch nicht gehen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen schaukeln. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Kaugummi mit Erdbeeren. Ich will noch ein bisschen Süßigkeiten. Danke. Nein, Mann. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Dieses Arschloch. Ab mit dir aufs Karussell, dann muss ich nicht mit dir reden. Penner, Alter. Pisser. Und ich will sagen, Pisser und Penner gleichzeitig, kann ich mich nicht können entscheiden. Ah, er kann gar nicht aufs Karussell, okay. Ich finde etwas anderes für uns beide. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit um. Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt er nie zurück. Kann ich mal probieren? Ich bin Crocodile Dundee. Messer. Hui! Hab ihn. Dankeschön, Dankeschön. Nochmal. Nochmal. Und hopp. Hui, fliegen. Hui. Wow, Hab du ihn. hast geschafft, Dad. Dankeschön. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. So. Und so. Jetzt. Wirf ihn. Werfen. Und dann komm nicht zurück. Doch, schade, habe gedacht, klatscht ihm in die Fresse. Toll schon. Nee. Siehst du? War gar nicht so schwer. There's a killer on the road. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Schon, nicht halb. Okay. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie Halt die früher. Fresse. Ich auch schon. Ich auch. Komm, gehen wir. So, besser. Hallo? Machst du? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Jetzt doch! Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Gut, dann halt.
Schon wieder 2,50 € für Whiskas. Warte, nein, ich meine für Karussellkarte. $1, Ficky Ficky. Waka waka, viel Spaß, ciao. Schubi dam dam badubi, ich will auch heute drauf. Oh oh. Oh, die sind nichts gut. Oh. Und ich bin wieder hier. Aua. Scheiße LKW. Schon? 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 Rennen! Schon! 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 Nix da? Nix wo? Wo diese? Wo diese? Alter, so mit auf deine Kinder aufpassen hast du es aber nicht so ganz, äh? Das klappt irgendwie nicht so recht. Hat der Origami-Figur. Wir wissen, der Killer hinterlässt immer Origami-Figuren. Oh oh, tam, taram, tam. Nischer Killer! Trophäe erhalten, gute Freunde. Sie haben eine neue Bonus freigeschaltet. Das ist aber lieb, danke dir. Hallo? Was tust du da? Ich sehe du. Was tust du da? Dienstag, 19:55 Uhr, 33,86 mm. Whatever. I don't know. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ich habe Handschuhe, kann ich euch begrapschen? Baseball. Geil. Nice. Ja, ja.
Haben wir sonst noch? Kann ich sie nochmal anziehen? Jetzt zieht er wieder alles ab so. Machen wir ja mal. Ich habe gesehen, dort hat es noch einen Panzer. Ich will den Panzer gesehen. Was immer nimmt der Baseballführer, Mann? Achso, okay, ja gut, einer halt. Ich hatte den Panzer gesehen. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue Ich mir laufe die so eine Berichte Brille, später Mann. an. Weißt du, wie geil? Sagen Sie alle Termine heute Mir ab. mehr langweilig. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. It's me, Jaden. Jaden, natürlich. Wir Ja, haben hallo. Sie erwartet. Ich Guten bin Tag, etwas ja, in habe ich Eile. Sie auch Kommen Sie erwartet. mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, Natürlich. sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade Doch, nicht? doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer hallo? etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, Ernsthaft? ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon. Und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Die Pyramide Natürlich des Bösen. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Falsches Gehen Sie zu Loch. Charlene. Sie zeigt Ihnen Ihr Büro. Okay. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Sir. Willkommen im Club, Jaden. Okay, Sir. Büro. Ich will Büro. Hallo, Büro. Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Pisse. Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Charlene, Büro. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Charlene, Perry sagt, Sie Büro. zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Immer labern die so viel, Mann. Hoppla. Ja, ouch, mein Knie. Offizier. Wo ist denn mein Büro? Das ist mein Büro? Wunderschön. Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Nett, Alter. So das kleinste, abgefuckteste Scheißbüro komme ich über, Mann. Okay, Zeit zu arbeiten. Das ist doch ein Witz, Alter. Schau dir die Wände an im Gegensatz zum ganzen Rest von dem Gebäude. Ich weiß schon, dass das sollte einfach darstellen, so, ja, sie wollen ihn einfach ficken und so, aber sorry, ich habe
bisschen übertrieben. Warum soll jetzt in diesem Raum da alles so abgefuckt sein? Ja, dieser gut. Setzen. Nein, nicht. Schieben den Tisch nach hinten. Okay. Dieser gut. Wir machen diese. Schritt 1. Das Büro wechseln. Oh. Wasser, Luft, Planete. Oh mein Gott. Oh, diese gut. Ja, diese gut. Ah. Sehr schön, sehr schön. Dann... Fangen wir mit der an. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Okay. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Super. Okay, schauen wir den nächsten Hinweis an. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Toll. Hilft uns auch nicht weiter, also so richtig null. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ja. Habe ich auch schon gemerkt im Fall. Diese wollte... Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Okay. Weg damit. Dann, was haben wir noch? Akte. So. Öffnen. 8 Opfer tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Harter Tod, Mann. Hallo? Nein, ich wollte öffnen. Hallo? Ja. Machst wieder auf, holst wieder raus diese. Ja, ja, ist ja gut. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Ich sehe, es hat kein Bild mehr, ha? Bevor sie ertränkt werden. Dann würde ich sagen, Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. ja.
Fall. Und keine einzige Spur. Ja, ist jetzt gut. So. Also, das jetzt leider, wie ich gesehen, wahrscheinlich auch schon länger jetzt kein Bild mehr hat. Wie lange genau, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so 5 Minuten oder so. Würde ich sagen, beenden wir da mal den Stream. Es tut mir leid, eben, ich bin da ein bisschen scheiße drin mit Filmen und so, mit Aufnehmen und so, wegen dem Internet, weil das gerade völlig abschießt. Und darum eben da an dieser Stelle danke euch viel mal fürs Zuschauen. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Also, damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr habt es auch noch einigermaßen spannend gefunden. Und ja, wird noch ein paar Videos geben davon. Geht noch ein Zeitchen, bis wir da fertig sind. Also, in dem Fall, ciao zusammen.